So, hoffentlich spinnt doch nicht der Kartenleser. Faye, hier suchen bringt nichts mehr. Wir gehen jetzt direkt zum Zuchtlabor. Halt, warte doch. Meine Güte, überall diese roten Lichter. Das sind Bomben. Bent, wir müssen hier weg. Ruhe bewahren, Faye. Wir haben es fast geschafft. Also die entschärfe ich nicht, Olli. Mein Gott, der ganze Raum ist voll mit Sprengsätzen. Kommst du jetzt endlich mit? Sie kennen die Antwort. Nicht ohne die Alge. Dann sterben wir hier gemeinsam. Da ist das Zuchtlabor. Da haben wir ein Terminal. Da wird es wahrscheinlich umgehen. Zum H2-Labor. Wenn es das Schicksal ausnahmsweise mal gut mit mir meint, dann werde ich damit gleich das Labor öffnen. Wenn wir Glück haben. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Was denn für ein Passwort? Das Passwort war leider falsch. Ja, wo haben wir denn ein Passwort? Steht denn vielleicht auf der Kette irgendwas? Darin ist eine vertrocknete Probe unserer allerersten Algenkultur. Lissa hatte der Alge damals auch einen Namen gegeben. Mist, ich habe ihn vergessen. Da steht nur ihr Name. Dr. Lissa Hinrichs. Tja, wie kriegen wir denn jetzt das Passwort raus? Also Terminal. Das sind die Beta-Terminals für die Kammer. Aber warum sind sie aktiv? Erst das Alpha-Terminal. Ach so, da ist nur ein Terminal. Das ist es. Hier lagern wir die Stammalge. Tja, keine Ahnung. Das Passwort war leider falsch. Vielleicht Lissa? Das Passwort war leider falsch. Das Passwort war leider falsch. Sie müssen nicht mitkommen. Ich kann das auch allein. Ich habe dich hierher gebracht. Und ich bringe dich auch wieder raus. So einfach wirst du mich nicht los. Mhm. Verrat uns erst einmal den Code für das Terminal. Gibt's denn da rum irgendwas? Saubere Arbeit. Keine Chance. Die Proben wurden restlos vernichtet. Pille-Palle. Tinnef. Ob Lissas Passwort etwas mit ihrer Kette zu tun hat? Ob Lissas Passwort etwas mit ihrer Kette zu tun hat?
Darin ist eine vertrocknete Probe unserer allerersten Algenkultur. Können wir da? Blödsinn. Oder vielleicht in die Akten? Mist. Kein einziges verirrtes Reagenzglas. Nur Papierkram. Und wie geht es dann weiter? Der Aktenschrank mit den Zuchtdaten. Nichts. Nicht mal eine Petrischale. Wäre die grüne Soße Algenbrühe, wären wir jetzt aus dem Schneider. Können wir denn da vielleicht was machen? So ein Blech. Nix. Kokolores. Puh. Das bleibt bei mir. Ich könnte es noch brauchen. Da steht nur ihr Name. Dr. Lissa Hinrichs. Lissas Zugangskarte zum Zuchtlabor. Darin ist eine vertrocknete Probe unserer allerersten Algenkultur. Lissa hatte der Alge damals auch einen Namen gegeben. Mist, ich habe ihn vergessen. Sie hat ja einen Namen gegeben. Und was für einen? Jetzt werden wir noch mal aufgehen. Nein, die Alge ist in der anderen Richtung. Ach so, da kommen wir noch mal hinten. Dann schauen wir noch mal zu der Lissa. Nein. Mach's gut, Lissa. Bis irgendwo in einem anderen Leben. Sie hatte nur die Keycard bei sich, sonst nichts. Sie muss gerade am Generator gearbeitet haben. Diese feigen Mörder. Das ist doch Quatsch mit Soße. Die Soße ist am Boden. Aber das Keyword wissen wir nicht. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir das finden. Wenn, dann muss irgendwas im Büro herum sein. Aber wo? Jetzt werden wir das unter das Mikroskop legen. Unser Mikroskop. Fokussieren. Was zum... Bent, du machst mir Angst. Elvis war der Name unserer allerersten Algenkultur. Lissa hat das Glas präpariert, sodass sich die Alge in den Buchstaben abgelagert hat. Elvis. Wie konnte ich den Namen nur vergessen? Gut, jetzt wissen wir das Passwort. Dann wollen wir das gleich mal eingeben. Und mal schauen, was passiert. Wahrscheinlich müssen wir dann die zwei anderen Terminals auch bedienen, und zwar gleichzeitig mit der Faye. Elvis. Passwort korrekt. Warnung. Sicherheitsstufe B aktiv. Zugang wurde verweigert. Ah. Ist es kaputt? Nein, nein. Ist okay. Alles in Ordnung. Faye,
Ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Wir müssen zu den Terminals am Eingang und beide gleichzeitig aktivieren. Ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Alles klar? Gut. Warum glaubst du so sehr an die Alge? Haben Sie nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Du riskierst gerade dein Leben für etwas, an das niemand mehr glaubt. Warum? Wir stehen hier umringt von Sprengsätzen und Sie fangen an, mir blöde Fragen zu stellen. Wenn es so eine blöde Frage ist, dann sollte es dir leicht fallen, sie zu beantworten. Die Alge ist die Energiequelle der Zukunft. Das waren Ihre Worte. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber rein hypothetisch. Was ist, wenn der Svensson nicht von Ben Svensson kommt? Ob er jetzt von mir, meinem Sohn oder meiner Urgroßenkelin kommt, ist mir gerade völlig Schnurz. Ist es nicht. Wir wissen nicht, ob dein Sohn noch lebt. Und wenn du jetzt auch noch stirbst, dann ist das Wissen über den Svensson für immer verloren. Du bist wichtiger als das, was du geschaffen hast. Wenn wir jetzt aufgeben, wäre Lissas Tod umsonst gewesen. Lissas Tod war umsonst. Genau wie Nigel und alle meine Freunde umsonst gestorben sind. Jetzt reißen Sie sich mal am Riemen. Der Phoenix-Plan wird immer mehr zu einem Himmelfahrtskommando. Es darf nicht noch mehr Tote geben. Ich bin also der Einzige, der an meine Technologie glaubt. Was ist mit den Investoren von heute Mittag? Sie waren erst überzeugt, nachdem du die Präsentation manipuliert hast. Sie wissen davon? Die ganze Bohrinsel weiß davon. Keiner glaubt mehr an deine Forschung. Glauben. Meine Fresse. Hören Sie zu. Es geht hier nicht um Glauben. Es geht um Glauben wollen. Ich will nicht glauben. Nicht an das, woran alle immer ungefragt geglaubt haben. Ich will nicht glauben, dass Atomkraft die einfachste Lösung ist. Oder Erdöl ohne Alternative. Meine Güte, Faye. Erdöl ist nichts anderes als abgestorbene Algenmasse, die gut brennt. Wenn die Menschheit es schafft, sich eine ganze Welt aus Schmiermittel zu bauen, dann könnten sie das auch mit meiner Alge tun. Sie könnten es mit Windenergie oder Solar oder Kuhkacke oder was weiß ich. Aber sie wollen es nicht. Ich könnte jetzt das Handtuch schmeißen und sagen, was soll's, ist halt so. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich zu glauben, dass die Menschheit aus Idioten besteht. So, helfen Sie mir jetzt, den Knopf zu drücken. Du wolltest mir auch nicht glauben, als ich zu dir kam. Werden Sie jetzt auch noch nachtragend? Nein. Muss ich nur den Knopf drücken? Ja, ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Okay, Bent? Was ist noch? Ach nichts. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Egal, was passiert. Danke. So, wieder Zeit. Faye, hören Sie mich? Laut und deutlich. Gut, dann bei 3. 1, 2, 3. Bingo. Gleich haben wir es. Ich muss nur noch die Alge in den Container pumpen. Dr. Svensson, Miss Faye, oder wie auch immer Sie heißen mögen, treten Sie bitte beiseite. Dieser Raum und alle darin enthaltenen Objekte sind mit sofortiger Wirkung Eigentum von Indus Industries. Was bilden Sie sich ein? Sie können doch nicht mein Labor stehlen. Doch, stehlen und sprengen. Vor allem Letzteres wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie bei der Algenpräsentation fair gespielt hätten. Ein Umstand, von dem wir leider viel zu spät erfahren konnten. Duwe! Mein Freund, machen Sie sich nützlich und bringen Sie mir den Container. Wie kannst du diesen Mördern helfen? Ich habe mein ganzes Leben lang getan, was von mir erwartet wurde. Warum sollte ich jetzt etwas anderes tun? Niemand hat von dir erwartet, Lissa zu ermorden. Was? Verbarrikadier die Tür, Junior. Eine falsche Bewegung und du kannst durch die Matte pfeifen. Dr. Svensson, Miss Faye?
Er hat die Haube zerschossen. Die Haube ist jetzt unser geringstes Problem. Er hat uns eingeschlossen. Nur die Ruhe. Ich bekomme das schon hin. So, jetzt haben wir eingeschlossen im Zuchtlabor. Aber bevor es da weitergeht, werden wir eine kleine Pause einlegen.